findest du es? Ja, jetzt mal vor. Jetzt gehen wir. Noch einmal die Hosen rauf tun. Eine richtig geile Maschine, Mann. Oh. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kidswitch. Heute wieder mal von der wunderbaren Schrattenhütte. Das ist ein Häuschen inmitten im Entlebucher UNESCO-Erbe. Und das ist so eine Wanderhütte. Und wenn man wandert, so wie ich, nicht, braucht man etwas Gutes zum Mittag. Und das machen wir jetzt zusammen. Etwas, was ich im Fall noch nie gemacht habe, aber perfekt zu dieser Hütte passt. Es hat nämlich wenig Zutaten und es ist köstlich und Währschaft. Und darum gehen wir jetzt hinterher. Als erstes brauchen wir Herdöpfel, also geschwellte. Zum heutigen Hüttenmenü gibt es Schupfnudeln, selbst gemacht, mit Sauerkabis und Speck. Und es gibt dann so ein Melange. Und dann wird das einfach reingepfiffen. Richtig einfach, aber richtig geil. Selber gemachte Schupfnudeln. Noch nie gemacht. Jetzt habe ich eben geschwellte übertan. Das brauchen wir dann für die Schupfnudeln. Das ist so ein Teig aus Mehl, Eier und eben Herdöpfel. Und währenddem die Sache weich wird, jetzt, tue ich Zwiebeln, Knoblauch und wunderbaren Schinken, also Speck vorbereiten. Und dann geht es weiter. Beste Schuhe weg. Viel Spass beim Halt. Ha! Herdöpfel sind nachher. Jetzt muss ich die noch rüsten. Jetzt probiere ich hier einen Teig zu machen. Irgendwie. Mit Ei. Und ein bisschen Mehl. Oh, hoffentlich geht es. Und jetzt, weil ich keine Herdöpfel gepresst und so habe, muss ich jetzt auch von Hand machen. So, jetzt haben wir hier einen Teig gemacht. Es hat einfach noch so ein bisschen Herdöpfelstückchen drin, aber also, ich muss alles von Hand machen, das ist ziemlich scheissegal. Jetzt mache ich meine ersten eigenen Schupfnudeln. Machst hier einfach ein bisschen Teig in die Hände und drehst den Scheiß. Richtig fette Schupfnudeln, Mann. So wie sich das gehört, bei dem Grossi. Gell, Grossi? Du wärst stolz auf mich. Auf die Herdöpfel nicht, aber auf das hier schon. Jetzt kommen die Schupfnudeln in das gesalzene Wasser. Und die bleiben am Boden unten, und wenn sie oben sind, sind sie gut. Jetzt tue ich da ein bisschen Anke drin in die Pfanne. Gut. Jetzt tue ich Zwiebeln und Knoblauch oder Speck anbraten. So, die Schupfnudeln sind nachher, die schwimmen. Ich mal abstellen hier. Und jetzt gibt man die Schupfnudeln hier dazu und die werden jetzt auch noch angebraten. So, jetzt kommt hier noch ein bisschen Sauerkabis drin. Ich würde jetzt nicht allzu viel, aber einfach so gäbig. So. So, warte. So, noch ein Speck. Jetzt muss ich natürlich zuerst probieren, ob man das essen kann. Aber schmecken tut es hervorragend.
Achtung, meine ersten selber gemachten Schupfnudeln. Dampfen noch sehr, aber schon aus verdammt kalt ist da drin. Geil, passt. Die Schupfnudeln dürfen noch ein bisschen mehr angebraten sein. Aber es ist wirklich richtig geil. Richtig geile Hüttenküche. Und da muss man nicht so viel machen, das fuhrt wie die Sau. Nicht viele Zutaten mit in die Hütte mitnehmen, perfekt zu essen. Ja, vielleicht hat euch das Video gefallen. Ich muss jetzt hier essen und bis zum nächsten Mal. Gute.